Wir sind zurück bei Pokémon Legend NCA und ja, jetzt sollte eigentlich soweit auch wieder alles funktionieren, hä? Hier mit Bild und Ton, sag ich jetzt mal. Die letzte Folge war irgendwie ein bisschen verpixelt oder so, keine Ahnung. Auf alle Fälle, ja, wurde offenbar der sogenannte CA Infini Royal gestartet, ne, wie es so schön heißt. Verdienen Challenge-Tickets und nehmen an Belohnungskämpfen teil, um tolle Preise zu erhalten. Okay. Das heißt, wir müssen theoretisch bis zur Nacht abwarten. Ich würde aber gerne was anderes testen bis dahin. Natürlich abgesehen von den Zeitquests, die es noch zu tun gibt für uns. Und soll doch gerne Galakladi noch ein bisschen mehr auf Initiative trainieren. Demzufolge würde das bedeuten, ich würde das Item ja, gerne ablegen. Den Megastein, dafür kriegt es ein anderes Item. Und zwar, machen wir's. Ein Macht-Item, die Machtkette, genau, für ein bisschen mehr Speed. Dann würde ich gerne die anderen Werte, die ich jetzt, ja, das Gefühl habe, die brauchen wir jetzt gerade nicht, wieder zurücksetzen. Ne? Dazu gehören, lass mich kurz überlegen, wo sind sie? Zum Beispiel die hier, ne? Eigentlich müsste ich jetzt pro Beere, müsste ich jetzt 10 Punkte zurücksetzen können. Manchmal 5 Stück gewesen. Nehmen wir mal die Beere. Sinken nicht mehr. Okay. Das hat bereits gereicht. Für KP noch ein bisschen. Sinken nicht mehr. Gut. Dann haben wir gerade gesehen, dass er offenbar ein paar Spezialverteidigungswerte haben. Ne, auch nicht mehr. So. Also demzufolge sollte ich jetzt eigentlich nur noch Angriff. Ja, Spezialangriff habe ich noch drauf. Okay. Da war ich wohl etwas voreilig, ne? War's? Wo sind die Spezialverteidigungsbeeren? Hier, die Labrusbeere. Nein, Quatsch. Das ist ein Angriff, so. Sinken nicht mehr. Gut, dann haben wir das auch schon gemacht. Dann würde man sagen, Freunde, reinigen. Ist hier bereits ein Glumanda? Level 53, uiui. Schnell mal Hyperball. Muss eh schauen, ne? Ich brauche jetzt sowieso also 4 Stück, ne? 3 für den Living Index und 1 fürs Team dann. Hä? Komm ich hier hoch? Okay. Na toll. Oh! Hat geklappt auf Anhieb. Das ist doch sehr interessant. Pokémon, was bist du für ein großer? Hatte gerade irgendwie, dass in der Mitte jetzt Elite-Pokémon hier sind. Herr Glagladi, komm bitte mal kurz zurück. Danke. Jetzt kannst du wieder. Hä? Natürlich ist er voll geheilt. Oh, scheiße. Oh, da war eine TM. Das ging schnell.
versuchen wir es mal, aber es wird wohl kaum funktionieren. Ne, mir auch gewundert. So, komm jetzt aber. Ja, natürlich. Elite-Pokémon, ey. Hallo? Ah, dankeschön. So. Ich habe gesehen, da ist noch ein Zenlong, auch in Elite-Form. Aber erstmal vielleicht doch erst die anderen Pokémon. Draco-Meteor, da ist er ja. Obwohl. Den schaffen wir schon, ne? Wie gesagt, Turtok schafft das. Autsch. Wieso kann Sendung eigentlich fliegen? Kann das mal einer erklären? Hä? Oh, Tutor ist verwirrt. Nee, doch nicht. Hä? Wie greifen wir jetzt da an? Tandrak. Und schon wieder. Weiß nicht, ne? Nehmen wir das nächste Pokémon. Wir haben die freie Auswahl theoretisch. Na toll. Ja, das war ein kurzes Vergnügen. Oh, nein, der falsche Ball. Was ist mit Hyperbälle hin? Okay, hat funktioniert. Warum auch immer. Was ist denn da schon wieder? Hypoteros aus dem Nichts. Warte mal, ist das weibliches, ne? Ja, nee, war ja gar nicht knapp und so. Alles easy peasy. Ein paar Beleber kaufen. Oh je, oh je. Dann noch Kuhmilch, genau, die wollte ich eigentlich. Für 100 KP hier, wobei jetzt war bei Turtok trotzdem wieder den Hypertrank oder Top-Trank. Wird schon reichen. Knapp. So, aber warte mal, hier machen wir uns Forschung. einen Solarstrahl erhalten. Sehr gut, dann die Hydropumpe. So soll es sein. Also. Wir haben Glumanda gefunden, ne? Zumindest eins davon. Also ein feindliches Lucario, wenn man dem so sagen will. Ich brauche wenn ich gerade dabei bin, noch eins auf den Living Dex. Ja. So viel dazu. Gut. Ja, 26 ist doch ziemlich groß, ne? So, warte mal. Wir gucken jetzt mal, wie es bei Glagladi mit seinen Verteidigungspunkten aussieht, ne? Also sprich mit den EVs auf Verteidigung, auf Initiative, Entschuldigung. Ja, doch, sieht gut aus. Ich frage mich jetzt halt, kriegt er auch EVs auf andere Werte, ne? Weil früher war es so, dass das Macht-Item nicht verhindert hat, dass du trotzdem noch Werte auf anderen, also Erhöhungen auf anderen Werten bekommen hast. Weil eigentlich hängt es davon ab, welche Pokémon du besiegst, ne? Gegen welche Pokémon du kämpfst.
Ich habe von Gardevoir gesehen, tatsächlich. Huch. Okay. Kein Bock mehr. Sieht dann generell bei der Zone hier so aus, ne? Ja, da fehlen noch ein paar. Die Starter, aber den Starten frage ich mich halt, ob die vielleicht vor allem... Oh. Vergiss es. Die tauchen vielleicht nacheinander auf und so, aber nee, da haben wir Bisasam. Bisasam, du bist dran. Ach ja, der gute alte Bisasam. Einfach schade halt, dass er hier in dem Spiel den Megastein so spät bekommt, ne? Weil es halt eines der Mega-Mini-Pokémon ist. So, aber dich jetzt vorhin gefangen oder nicht? Doch, hat geklappt, ne? Gut. Giftdrache. Ich hab grad Shigi gesehen. Ich hab's gerade gesehen. Moment, bei Shigi nehmen wir einen anderen Ball. Wer könnte mal den Superball versuchen? Eigentlich wäre es cool, wenn die Starter in den anderen Bällen in den normalen Bällen fangen könnten. Eben so, ich sage jetzt mal, Pokéball und so. Jetzt haben wir doch ein relativ hohes Level. Man kann ja nicht züchten und so. Das heißt, okay, ja, war klar. Das ist noch ein Tandrak. Elite. Das ist nochmal ein Lucario. Dann ist noch eins. So, jetzt muss ich vielleicht mal ganz kurz die Box aufräumen, ne? Wobei geht noch. Glumanda. Wobei, ne, ist ja eben die Frage. Welches von denen soll es am Schluss sein? Aber jetzt irgendwie bei Glumanda auch schon die Box vorbereitet? Noch nicht, ne? Oh Gott, ja, da machen wir Offscreen, Leute. Auch ein bisschen die Box aufräumen, ne? Weil wir sehen zum Beispiel auch hier, dass wir halt zum Beispiel hier 2 Grabbits haben. Ja, wozu? Also natürlich würde jetzt eins irgendwie ins Team aufnehmen und so. Solche Dinge halt. Okay, gut, dann haben wir die halt noch sortieren, da ist klar. Dann haben wir jetzt eben die hier, ein paar Lucarios, sind natürlich auch schön. Aber eigentlich Riolu. Das sind 30, ne? Hat man Riolu gefangen? Entweder nicht oder ich übersehe es gerade. Das wäre bei mir ja auch nichts Neues tatsächlich. Muss ich mal gucken, wie ich hier mit denen nachher umgehe, mit Hypopota, also wegen den Farben und so. Eigentlich fände ich es ja cool, wenn ich ja alle hier ablegen würde. Aber andererseits, ja, ist er eben noch ein... Gehört dann vielleicht doch eher zum Formdex rein, ne? Wenn wir ehrlich sind. Weil sonst stimmt die Nummerierung auch wieder nicht und so. Und das wäre auch doof. Okay, okay. Was ich vorher sagen wollte wegen den Startern. Ich hatte halt irgendwie das Gefühl, da muss ich vielleicht wieder, die erscheinen vielleicht per Zufall, ne? Also kann es sein, dass ich irgendwie mal die Kanto-Starter habe, nachher kommen da andere Starter, wenn ich wieder rausgehe. Scheint so zu funktionieren, ne, mit dem Training hier. Sonne geht unter. Moment! Das klappt noch. So. Stollos nicht mehr, ne. Dann können wir einmal noch kurz schauen, wie es in der Nacht und so aussieht, ne. Und ja, ich würde sagen, ich werde dann vielleicht sogar bis zur nächsten Folge die Boxen aufräumen. Dann so, sage ich jetzt mal, endlich den Living Dex wirklich nach und nach richtig füllen können. Nicht einfach so wie es jetzt ist, quasi auf den Pokémon ablegen und gut ist. Und wir sagen, ja, das machen wir dann irgendwann mal. So, wir haben noch Stolos da, aber Stolos selber, da haben wir jetzt kurz gefangen, genau, okay.
Dann noch die Ponytox. Wobei Gardevoir irgendwie sneaky ran muss. Scheinbar ja. Calamanero, aber in der Elite-Form. Ne? Ist kein normales Calamanero. Leider. Oh, dann nochmal Bisasam. Ja, Bisasam, du bist dran, ne? Da ist halt eben die Frage, welchen Ball, ne? Bisasam bei Nacht mit Finsterball passt irgendwie schon, finde ich. So. Wie sieht es denn jetzt aus hier? Hat das Training funktioniert, so wie das eigentlich wollte? Ich würde sagen fast, ne? Der Angriff ist jetzt voll. Gelb bedeutet ja, also von der Farbe, gelb bedeutet, dass alle Werte verteilt wurden, aber dadurch, dass der Initiative-Wert noch keinen Glitzer-Effekt hat, ne? Sage ich dem jetzt mal. Bedeutet es leider auch, dass ich da jetzt wohl doch noch die falschen Werte verteilt habe mitunter. Versuchen wir es einfach mal. Was vor allem Verteidigung, ne? Okay. Jetzt sage, was haben wir da? Eisending, wie sitzt denn hier? Die Flinkfeder. 21, Ja, nee, da wäre dann so ein Item doch besser, ne? Vitamin-Item. So, schau mal, also Tantrax haben wir genug. Das sieht ja schön aus. Naja. Wo haben wir nochmal einen Glumanda? Und natürlich auch unsere Carlo-Starter, sage ich schon. Unsere Sie-Starter. Also Endivie, Flying, Kanimani, wo sind die? Ist man noch ständig neu hier. Kanimani! Da ist er ja. Hä? Man hat es gesehen, Kanimani war es wohl kaum. Tantrak schon wieder. Kanimani im Superball wäre halt schon geil, ne? Kanimani kann sich bitte mal kurz bewegen. Danke. Ja, hätte funktionieren können. So, Turtok.
Hat geklappt. Jo. Im Netzball und da ist ja auch schon ein Divi. Unser eigener Starter. Wie schön. Ja. Ein Farbloch schwierig, ne? Freundesball wäre etwas, aber komm, ich muss fast einen Finsterball nehmen, das ist auch ein bisschen Grünloch. So, fehlt noch Flying, da haben wir noch einen Bisasam. Immer mal einen Wiederball, ne? Wird hier natürlich wunderbar einsetzt. Wow, wieso ruckelt es gerade? Hallo, Spiel, beruhig dich. Okay, ich würde sagen, vorerst lassen wir es mal noch. Man fehlt irgendwie. Feuer-Pokémon haben wir hier ein bisschen Probleme, ne? Floin kam nie, Glumanda, so einmal, okay. Große Rade, ja, okay. Oh, jetzt haben wir hier zwei von denen, ne? Den Kampfsektoren. Faszinierend. Gut, ich wollte aber so, eigentlich sowieso zuerst zum Hotel-Set, ne? Beziehungsweise erst einmal kurz hierhin. Das Pokémon Center. Hyperwelle brauchen wir auch wieder ein paar, das ist wahr. Ich hätte aber vorher gerne ein bisschen Calcium. Boah, ist das so teuer, ey. Also ja, sagen wir es so, ne, grundsätzlich mit den Macht-Items, das funktioniert schon. Ja, ist halt das Problem, man sollte dann vielleicht doch auch schon gegen die Pokémon antreten, die halt wirklich auch die gleichen Statuswerte geben. Dieselben Punkte, nein. Welche die Punkte dieselben Statuswerte geben wie das Macht-Item, was man gegeben hat. Was? Was ist da passiert? Klar, die gerade gegen den Pokémon gekämpft, was okay. Dass es schon Initiative gibt und deswegen hat es funktioniert. Oh, ist egal. Hauptsache es funktioniert, ne? Also. Und wäre also Galaklar, die auch vollends trainiert, ja offenbar. Also fast, ne? Ist noch nicht ganz. Was hier? Ich brauche noch ein paar Punkte, sprich ein paar Federn, damit ich wirklich alle vergeben habe. Schneefedern bringt irgendwie gar nichts. Federn kaufen kann man ja auch nicht, ne, glaube ich. Naja, Angriff ist voll, Initiative ist voll. Reicht mir eigentlich noch. So, also wir haben Wildsektor 20 jetzt mal gesehen, was da drin so los ist. Und wir haben eben auch jetzt mal das getestet, ne, wie das so wäre. Ich muss sagen, doch eben noch mit dem EVA-Training und so, es funktioniert schon. Das sind generell so mit den Vitamin-Items kämpfen, glaube ich, ein bisschen besser geeignet. Der Stolos muss das Ganze auch noch ein bisschen machen, ne? Da braucht mehr Angriff noch. Und bei Trager muss man gucken, da will ich auf einen Mix-Sweeper hingehe oder aber sage Initiative voll, Spezialangriff voll und Angriff lassen wir so, ja, wie sie in natürlichen Werte quasi sind. Wäre auch eine Option. Und Seite, ja komm, den Rest sparen wir uns später auf. Ich wollte eigentlich jetzt hier noch, wo war der jetzt schon wieder? Moment kurz. Sind wir gerade hier in der Nähe? Da, das stimmt, ne?
Er wollte sogar hier rein. Beziehungsweise, ne, wo ist es? Den Shop, den ich letzte Folge erwähnt hatte, der müsste hier sein tatsächlich. Was? Biker-Set? Bin gar nicht mehr so sicher. Der muss fast, ne? Hm. Okay. Ja, wieder ein bisschen mehr Geld, das war doof, ne? Naja. Versuchen wir es mal, ne? Also, wenn wir das jetzt auch gemacht, dann, ja. Kurz am Abschluss der Folge gehen wir nach hier hin und schauen mal, was jetzt hier eigentlich auf dem Dach los ist. Von außen rauf oder von. Ich versuche von innen, ne? Ich glaube, das wird schon richtig sein. Die Dachterrasse. Du bist doch Michael, oder? Ja, das bin ich. Und du bist? Was machst du auf dem Dach? Oh, Leute. Das war, glaube ich, nicht klug. Jetzt habe ich gerade das DLC getriggert. Ja, dann wird's. Es wird sich ein bisschen vermischen, das Ganze, ne? So wie es aussieht. Ups, das war so nicht geplant. Naja, ja, was soll man sagen, ne? Ich sage an der Stelle nochmal, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Mal schauen mal, ne? Vielleicht, ja, Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Lief ein bisschen anders ab, als jetzt gerade, wo ich schon geplant hatte, ne? Aber ja, wird schon irgendwie gut gehen. Wie gewöhnlich, ne? Also, in dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.